5. Etappe. Denn Thomas Mann schreibt, es gibt im Grunde nur ein Problem in der Welt. Und das hat diesen Namen. Wie bricht man durch? Wie sprengt man die Puppe und wird zum Schmetterling? Dat genau ist froh, die den Adrian Leverkühn, die Hauptfigur am Thomas Mann singem Dr. Faustus stellt. Wie bricht man durch? Wie sprengt man die Puppe und wird zum Schmetterling? Schon erstaunlich, das Bild vom Pimpampel, die nicht kann fliehen, hat schon Teresa von Avila am 16. Jahrhundert beschäftigt. Sie schreibt an ihrem Hauptwerk Die Seelenburg: O pobre Mariposilla, attada con tantas cadenas, que non te defan volar loque quereias. Ach, armer kleiner Schmetterling, mit wie viel Ketten bist du gefesselt, die dich nicht fliegen lassen, wie du es wünschst. An dieselbe Richtung denkt doch der Theologieprofessor Hans Waldenfels. Ich habe ihn an der ersten Etappe schon einmal zitiert. Könnte sich hinter dem Wort Gott nicht die offene Weite der vollen Wahrheit des Lebens verbergen? Was wir brauchen, ist Mut, uns auf die ungesicherte, offene Weite einzulassen, die alle Grenzen und Beschränktheiten sprengt. Jo, für sich ob etwas, was sich nicht direkt fassen lässt, anzulosen, ohne Angst. Dafür brauchen wir eine gehörige Portion Mut. Und die wünschen ich euch alle gut.